Hey, awesome. Kannst immer wieder spielen da. Es ist wirklich wunderbar miteinander an diesem Sonntag Gott loben und preisen. Ich bin dankbar, dass wir heute Morgen da sind. Ich bin dankbar, dass ihr da sind. Ich bin dankbar, dass wir Livestream führen können. Aber über alles und allem, ich bin dankbar für Gottes Liebe und Gnade, dass wir hierher kommen als Geschwister. Denkt ihr, wir können unsere Dankbarkeit mit einem Applaus an Gott zeigen? Amen. Hey, awesome. Heute ist Erntedankfest. Wir haben versucht, ein bisschen Deko zu machen, meine Mami und ich. Einfach zeigen, was Erntedankfest ist. Das ist das erste Mal, dass ich über Erntedankfest predige. Ich habe viele Weihnachtspredigten oder Osterpredigten oder so, halt die normale, bekannte Taufenpredigten gehabt. Aber Erntedankfest predigt habe ich nie gehabt. Und eigentlich musste ich in Google googlen. Die Jugendlichen lachen immer zu Sabrina, googlen. Das sagen wir nicht auf Deutsch, aber ich sage es. Ich kann in Google mal schauen, was ist überhaupt Erntedankfest in der Schweiz, weil das ist nicht Thanksgiving und es ist auch nicht ganz wie der jüdische Erntedankfest. Und ich weiss, über Dankbarkeit tun wir sehr oft predigen. Und vielleicht haben die über Dankbarkeit auch sehr viel gehört. Und ich habe nochmal mich überlegt, soll ich wirklich über Dankbarkeit predigen? Und dann habe ich in der Bibel geschaut, was sagt die Bibel über Dankbarkeit? Und habe ich eine extrem interessante Sache gefunden. Ich habe gedacht, hey, das hat mich so motiviert, dass ich unbedingt darüber predigen muss. Und zwar, es gibt 3 Professoren in der Bibel, die uns über Dankbarkeit lehren. Und die 3 Professoren, die haben 3 Stufen, wo die ganzen Bibelmenschen mitnehmen und erklären, was heißt Dankbarkeit, für was kann man dankbar sein und wie. Und der erste Professor, den wir in der Bibel sehen, der sehr klar lehrt, dankbar sein, ist der Mose. Der Mose bringt Israel raus von Ägypten, er führt sie in der Wüste und nachher bringt sie in Kanaan. In der ganzen Zeit, die Israeliten sind bekannt als eine Gruppe von Menschen, die sind nie zufrieden waren. Sie sind nie happy gewesen. Die haben sich täglich beschwert und beklagt und jammert. Und die sind einfach nicht happy gewesen mit was Gott ihnen gegeben hat. Und es ist interessant, wenn du denkst, weißt, als Menschen, wir können dankbar sein, haben die gewusst, dass Dankbarkeit ist tatsächlich keine intuitive Eigenschaft. Habe ich es richtig gesagt jetzt? Intuitive Eigenschaft. Wenn du meinst, nein, das stimmt nicht, wir haben Dankbarkeit in uns, dann hast du keine 2-jährige Kinder daheim. Wenn du 2-jährige Kinder daheim hast und wenn das Kind Hunger hat, denn du weißt, die haben nicht Einschätzung oder Wertschätzung oder Dankbarkeit in ihnen. Die sitzen und die wollen einfach zu essen. Und mit dem Kind musst du immer sagen, hey, wir wollen warten und wir wollen erst Danke sagen. Habt ihr gesehen, es ist auch so weird, wenn du ein Kind etwas gibst und die Eltern kommen und sagen, hast du Danke gesagt? Und die Kind sagt, Danke. Sagt, ja, sicher. Klar. Aber ein Kind muss eigentlich lernen, dankbar zu sein. Ein Kind an sich selber oder auch gewisse Teenagers, nicht die Teenagers, die wir hier haben, ich rede nicht zu euch, überhaupt nicht, gewisse Teenagers, die im Livestream schauen, sonst müsst ihr da sein, guys, die meinen, Geld wächst auf dem Baum. Die meinen, hey, ich brauche etwas und die Eltern, hey, müssen das kaufen. Das ist ihr Job. Das ist selbstverständlich, dass die Eltern versorgen, dass die Eltern bringen. Und die Dankbarkeit ist noch nicht ganz so stark, sondern die Eltern geben und du sagst Danke. Wenn wir etwas bekommen, dann vielleicht sind wir ein bisschen, sagen wir Danke. Aber als Menschen, wir sind nie wirklich zufrieden. Ich mag mich erinnern, bin ich
erst in der Schweiz gekommen und dann habe ich gedacht, wenn ich Bewilligung habe, wenn ich meine B-Ausweis oder C-Ausweis habe, dann bin ich happy. Nach 2 Jahren in der Schweiz habe ich meine B-Bewilligung erhalten. Und an dem Tag habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich auch nicht happy. Wenn ich arbeite, wenn ich Geld verdiene, wenn ich meinen fixen Lohn habe, dann bin ich happy. Und mit dem fixen Lohn habe ich gedacht, wenn ich ein Auto habe, wenn ich mein eigenes Auto habe. Wenn ich fahren kann, dann bin ich frei, dann fühle ich mich daheim. Es ist wie im Iran, ich kann reisen, dann bin ich happy. Und ich mein erstes Auto gekauft. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe im Weg gewohnt. Wenn ich meine eigene Wohnung habe, wenn ich selbstständig bin und meine eigene Zimmer, dann kann ich meine Wohnung so richten, wie ich will, dann bin ich happy. Und bin ich auch nicht happy gewesen. Ich habe gedacht, ich bin Single, wenn ich heirate, bin ich happy. Und wenn ich Kinder habe, bin ich happy. Und wenn meine Kinder gross sind, dann bin ich happy. Und wenn die heiraten und dann haben Kinder, dann ist es gut. Es wird einfach nie einen ganzen Frieden im Leben gegeben. Habt ihr mal gemerkt, Menschen sind eher zufrieden, die weniger als uns haben? Ich habe gemerkt, in vielen Ländern, wo Menschen sehr wenig haben, sind am meisten happy. Es sind am meisten Menschen, die tanzen, die singen, die fröhlich sind. Glückliche Menschen sind nicht diejenigen, die von allem das Beste haben, aber die sind diejenigen, die von alles, was sie haben, das Beste machen, ausmachen. Die sind genau die Menschen. Also, der Mose kommt und spricht zu Israel. Kennt ihr die 5. Mose? Die 5. Mose ist eine Zusammenfassung von 1. bis 4. Mose. Also 1. Mose, 2., 3., 4. Mose. Und dann Mose schreibt die 5. Mose. Und das ist eine Zusammenfassung von alle 4 Bücher. Also wenn ihr 5. Mose leset, dann haben die alle 4 Bücher gelesen. Mehr oder weniger. Das ist gut. Also von Anfang von der 1. Mose, 5. Mose, Mose schreibt die folgende. Und zwar die erste Stufe von Dankbarkeit. 5. Mose 18, er schreibt, und wenn du gegessen hast und satt bist, solltest du den Herrn, deinen Gott, loben, danken für das gute Land, das er dir gegeben hat. Also Mose kommt wie ein Kind, sagt an Israel, und das ist die erste Stufe. Ich hoffe, ihr seht mich alle. Yes! Und er sagt, wenn Mami und Papi euch Essen geben und wenn Gott für euch versorgt, dann sagt Danke. Weil ihr habt es nicht verdient. Er hat euch nicht im Land gebracht, weil ihr gut gewesen seid, weil ihr heilig seid, weil ihr würdig seid, sondern weil er ist gut. Nehmt das nicht zum Selbstverständlich, sondern wenn er euch Essen gibt, sagt Danke. Und ich habe es gerne in der Schweiz, wir tun viel singen. Also Kinder vor allem beim Kindertisch, die singen vorher. Es gibt dann die Lied, Momo macht. Mama macht das. Okay, whatever. Ich kenne das nicht. Ich kenne Thank you, Lord, for giving us food. Giving us food. Thank you, Lord, for giving us food. Right where we are. Amen. Okay, wir singen nicht die ganze. Aber es ist, und wenn Kinder Hunger haben, dann fangen auch noch mehr Hunger. Und dann sind wir in gutem Miteinander. Bei uns in der Wohnung, mein Vater hat immer gesagt, am Anfang haben wir gebetet und manchmal meine Mami hat vergessen, dass wir gebetet haben, also haben sie 2-mal gebetet. Und dann nach dem Essen haben immer gesagt, hast du Danke, Mami gesagt? Danke, Mami. Also wir sind nicht von dem Tisch weggegangen, bis wir gesagt Danke, Mami. Von das also, Danke, Papi. Die haben das gelernt. Und so macht auch Moses mit Israel. Er sagt, wenn ihr in dem Land kommt, Kanaan, tut ihr Danke sagen. Tut das nicht selbstverständlich nehmen. Tut ihr nicht im Land kommen und sagen, ja, aber wir haben das nicht, sondern für das, was ihr habt, Danke sagen. Aber Israel hat das nicht gelernt. Die haben kein Brot gehabt, sind zum Gott gegangen und angefangen zu schreien, wir wollen Brot. Und Gott hat ihnen lebendige Manna gegeben von Himmel, die wie Honig geschmeckt hat. Und die haben Manna gegessen und gesagt, ja, aber Manna ist nicht ganz gut. Wir würden gerne Fleisch. Dann Gott hat ihnen Fleisch gegeben. Dann haben Fleisch gegessen und gesagt, ja, aber wir vermissen den Knoblauch und Lauch von Ägypten. Wir haben ein bisschen Lauch und Knoblauch. Hey, die sind nie happy gewesen. Wie ist auch mit uns? Ist es uns eigentlich bekannt, dass wir sind in einem der reichsten Länder der Welt? Wenn wir würden auf uns schauen, inklusive ich, wir sind für die
97% der reichsten Menschen in der Welt. Alle miteinander. Wir sind 97% reichste Menschen in der Welt. Wenn du nur eine Wohnung hast, bist du auf dem 90. Platz. Wenn du ein Auto hast, bist du auf 97. Platz. Wer von euch hat ein Auto? Ihr seid reiche Leute. Sorry. Ihr seid reiche Leute. Wenn du dich mit den Resten der Welt vergleichen. Und dann die Frage ist, sind wir tatsächlich dankbar? Vielleicht mir sagen, ja, ich bin dankbar, aber sage ich auch, dass ich dankbar bin? Stehst du am Morgen auf und sagst, hey, danke Herr für den schönen Tag. Danke für das Regen. Danke für die Sonne. Danke für den Fall, für den Herbst, der kommt. Danke für die Ferienzeit. Danke für mein Bein. Vielleicht geht man es uns erst lernen, hey, du hast Danke sagen für das, was du hast. Fang an, Danke sagen für deinen Körper, auch wenn nicht alles funktioniert. Du hast Danke sagen für deine verrückte Familie, auch wenn nicht immer funktioniert. Danke sagen für deinen Mann. Danke sagen für deine Frau. Danke sagen für deine Familie. Danke sagen für dein Leben. Von dem, dass du heute rausgehen und einen Cappuccino kaufen und trinken. Von dem, dass du die Rente zahlen kannst. Von dem, dass du ein Auto haben oder Auto mieten. Von dem, dass du auf der Straße gehen und bist frei, musst nicht Kopftuch auf deinen Kopf tragen. Von dem, dass du heute Morgen in die Kirche kommen und hast nicht Verfolgung. Von dem, dass du da bist. Ich weiss, ihr, dass da sind, ihr sind alle dankbar. Ich rede nur mit den Leuten, die Livestream schauen. Bist du dankbar, dass du in die Kirche kommen kannst? Bist du dankbar, dass du Gott auf deiner Seite hast? Sagst du auch, dass du dankbar bist? Sprichst du das aus? Wir sollten auch lernen, täglich unsere Dankbarkeit aussprechen. Und wenn wir das machen, dann haben wir eine andere Haltung. Dankbarkeit ist eine Denkweise, ist eine Haltung, nicht das Verhalten. Dankbarkeit ist eine Attitude, auf Englisch gesagt. Es fängt in unserem Kopf. Es ist nicht das, was ich nur mache, also sage, sondern es muss von mir reinkommen. Ist Dankbarkeit in uns rein? Stehen wir tatsächlich täglich auf, hey, heute beim Mittagessen statt euch jammern über den Gottesdienst, sagen, hey, für was bin ich heute dankbar? Vielleicht noch ein Wort. Ich bin dankbar, dass ich lebe. Ich bin dankbar, dass es dir gibt. Ich bin dankbar, dass wir zu essen haben. Dass wir nicht verhungern. Ich bin einfach dankbar heute. Wir sollten, wie Moses sagt, hey, aufstehen und erst lernen, jeden Tag tatsächlich aufstehen und sagen, ich bin dankbar. Danke. Unseren Tag mit Danke anfangen. Wenn Schwierigkeiten kommen, danke. Das schätzen, was Gott hat mir gegeben. Und das ändert unsere Perspektive, ändert unsere Meinung. Okay, die ganze Kapitel 26, tun ihr das selber lesen. Also 5. Mose, Kapitel 26. Er sagt, nicht nur sagt Gott Danke, Mami danke, Papi danke, sondern tun auch. Eure Haltung soll eine dankbare Haltung sein. Und dann, ein ganzes Kapitel tut Mose ihre lernen, wenn ihr in Kanaan kommt, wenn ihr Danke sagt, tun ihr eure Zehnten geben, tun ihr Opfer bringen von Gott, tun ihr das und Erntedankfest machen und all diese Sachen machen, damit ihr könnt euch erinnern, von was bin ich dankbar. Wir sollten nicht nur sagen, sondern unsere Haltung, unsere Actions, das, was wir machen, soll unsere Dankbarkeit auch spiegeln. Zweite Level. Also das ist super. Der Professor Moses hat uns gelehrt, sei Danke. Wenn Gott dir etwas gibt, für das, was du hast, sag Danke. Und das ist aber sehr wichtig, weil schon bei der ersten Stufe, wir vergessen. Wir fangen an, immer jammern. Sagen, ja, aber das habe ich nicht und es wäre schön und ich hätte das mir gewünscht und wenn ich das noch hätte. Fang an mit Danke. Schau auf das, was du schon hast. Sag Danke. Du hast auch deine Dankbarkeit an Gott zeigen. Also, in zweiter Stufe, also, das ist die erste. Tun wir das noch da rauf tun. Mose sagt, komm und sei Danke. Aber dann kommt nochmal ein Professor. Und der Professor ist extrem bekannt. Und er bringt uns auf nochmal eine höhere Stufe. Also, mal schauen, ob ich das öffnen kann.
Dieser Professor, er hat in seinem Leben vieles erlebt. Schon als Kind hat er viele Schwierigkeiten erleben. Er war ein Hirt, er hat mit Schöffli geschafft. Und dann aber ist er gewachsen. Er ist ein Diener beim Saul, seinem Königreich gesehen. Er hat in Palast von der Saul geschafft. Er hat Harp gespielt. Er ist ein Musician gesehen. Aber der Saul ist eifersüchtig auf ihn geworden und wollte ihn umbringen. Vor fast 20 Jahren musste er auf der Flucht sein. Er musste sich in der Höhle, danke. Habe ich versucht. In dem Bergloch, in der Höhle, sich verstecken. Man wird kreativ. Er musste von seinen Feinden wegrennen. Und viele Menschen haben versucht, ihn umzubringen. Er hat Ruhm und Lob und Liebe von Menschen gehört. Von Israel haben ihm gelobt und hat Lieder von ihm gesungen. Und 2 Tage später haben wir ihn umbringen. Nach 20 Jahren hat er ein König werden von Israel. Er ist wieder zurück im Palast. Er hat alles erlebt. Auch während dieser Zeit hat er von seinem eigenen Sohn flüchten. Er musste weggehen. Sein Sohn ist gestorben, sein bester Kollege ist gestorben, seine Frau hat ihn betrügt. Er hat alles erlebt. Und das ist Professor David. Und Professor David gibt uns eine extrem wunderschöne Lektion über Dankbarkeit. Er sagt uns, egal was es geschieht, egal ob gut oder schlecht, egal ob du Sachen hast oder nicht, egal ob dir wohl ist oder nicht, du sollst Gott dankbar sein. Das ist der Ort, wo du kannst sagen, mir ist wohl in dem Herr. Das ist ein Ort, wo du sagst, hey, egal was in meinem Leben passiert, egal ob er mir Essen gibt oder nicht, egal ob meinem Tisch Sachen liegt oder nicht, egal ob ich kann, die Kameraleute werden nicht so happy sein mit mir heute. Egal was auf meinem Tisch ist, ich werde ihm Danke sagen. Im Psalm 23, Vers 4-5 sagt er, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo tote Schatten mich umgehen, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Und dann sagt er, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Er kommt und sagt, ich habe alles erlebt. Ich habe schlecht und gut erlebt. Und ich weiß, auch wenn ich in Finsternis laufe, auch wenn ich beim Tod bin, werde ich mich nicht fürchten, weil ich weiß, Gott ist mit mir. Weil ich ihn kennengelernt habe. Weil ich bin mit ihm so näher gekommen, dass ich weiß, er ist mein Herr. Und ich weiß, dass er wird von mir einen Tisch decken. Da kann ich nicht essen, aber er wird von mir einen Tisch decken vor meinem Feind. Mein Feind wird um mich herum sitzen und ich werde essen. Das weiß ich mit Gott. Auch wenn ich von meine Feinde schon, wird er von mir Tisch decken. Mein Vater hat uns immer gelehrt, vor vielen Jahren, wenn die Regierung wird uns verhaften und verhören, die werden uns Essen geben. Und ich mag mich gut erinnern, er hat gesagt, wenn die Regierung wird euch Essen geben, und es ist einfach psychischer Terror, tun die jetzt essen. Egal was sie von euch bringen, egal wie es aussieht, egal wie es schmeckt, tun die das essen. Tun die Regierung oder Verhörer nicht erlauben, euch einschüchtern oder manipulieren. Tun das essen. Und das ist ein Zeichen, das du gibst, der mit mir ist grösser als der von dir ist. Ich habe keine Angst vor dir. Und dort in Ruhe essen. Und tatsächlich bin ich in Verhörung gewesen. Und während der Verhörung sind gekommen und gesagt, jetzt ist das Essen, du hast Essen. Und ich habe gesagt, ja, ich würde gerne. Und normalerweise, wenn du Angst hast, die machen dir auch viel Angst. So viel, dass du magst klar nicht essen. Und du kannst nicht in den Magen reinbringen. Und ich habe gesagt, ja, ich esse. Weil ich mich erinnern an das, was mein Vater gesagt hat. Du hast essen. Die haben Reis gebracht mit Pullefleisch und ein paar andere Sachen. Und ich habe gewusst, ich kann nicht essen. Ich kann nicht in meinen Mund hinein, aber ich werde. Weil ich will zeigen, mit mir ist der Herr. Und ich habe keine Angst von euch. Ihr habt keine Macht und keine Power und nichts über mich. Ich werde es essen. Und das ist, was Gott sagt. Vor dich werde ich einen Tisch tun. Und vor deinem Feind ist Minderwertigkeit. Dein Feind ist Zweifel, ist Angst, ist Sucht,
Familienproblem, finanzielle Problem. Ich weiß nicht, was deine Feinde sind, aber Gott sagt, egal was dein Feind ist, ich werde vor deine Feinde einen Tisch decken, einen feinen Tisch, und da werden wir viel miteinander essen und miteinander feiern. Und da wird eine riesige Feier geben durch Essen. Und das ist der erste Professor, der sagt, im Psalm 34, ich werde den Herrn loben, was auch immer geschieht. Ich werde ständig von seiner Herrlichkeit und Gnade sprechen. Ich werde mich seine ganze Güte mir gegenüber rühmen. Ich werde ihn rühmen, ich werde ihn preisen, ich werde ihn loben. Egal, was geschieht. Egal, was passiert. Egal, was mir vorkommt. Egal, ob es schwierig ist oder gut ist. Ich werde ihn loben, wenn ich geheiratet bin, wenn ich Single bin. Ich werde ihm loben, wenn ich Kinder habe oder wenn ich keine Kinder habe. Ich werde ihm loben, wenn ich gesund bin oder ich krank bin. Ich werde ihm loben, wenn ich finanzielle Schwierigkeiten habe oder Überfluss im Finanziellen habe. Ich werde ihm loben und preisen, nicht weil, das ist okay, sondern weil ich weiß, wer mein Gott ist. Und der David hat gekannt, dass sein Gott ist seine Helfer. Sein Gott ist seine Heiler. Sein Gott ist seine Retter. Er ist seine Hirt. Er ist ein guter Hirt, der wird bei ihm schauen. Er ist ein Hirt, der wird ihn nie allein lassen. Sein Gott ist ein allmächtiger Gott, der wird anstatt David kämpfen. Sein Gott ist ein Gott, wenn David ist in Palästina reingekommen, hat von ihm alles versorgt. Und David konnte mit seinem Feind leben. Und sein Feind hat nicht gewusst, dass da ist David. David hat alles erlebt und er ist zu einem Punkt gekommen, wo er konnte sagen, egal was geschieht, gut oder schlecht, werde ich ihm loben und preisen. Das ist ein University Level. Also die erste Level ist Kinski. Wenn du in dem Level bist, in dem Stufe bist, wo du kannst sagen, wenn Gott mir versorgt, dann werde ich Danke sagen für das, was mir gibt. Hey, congratulations. Du bist 5-jährig. Aber es kommt noch ein höheres Niveau. Und die höhere Niveau wirst graduated von der Uni. Hast einen Bachelor. Der sagt, ich will Gott danken. Egal. Auch wenn nicht. Kennt ihr Shadrach, Meshach, Abednego? Das sind nicht meine Cousins. Das sind 3 Freunde von Daniel gesehen. Und die 3 Freunde haben vor dem Feuer gestanden. Und sogar die anderen Soldaten sind gestorben, weil einfach die Feuer so heiß war, obwohl die weit weg von der Feuer waren. Und die haben gesagt, egal, ob Gott uns rettet oder nicht, wir werden den Nabukadnezar nicht anbeten. Wir werden unser Herr, Jahwe, Gott, anbeten. Egal, ob ich sterbe oder nicht. Sind wir in dieser Level? Wo wir können sagen, egal was passiert. Du, ich kenne Gott so gut. Ich liebe ihn so fest. Ich bin ihm so nah, dass egal was passiert, ich werde nicht anders machen. Weil ich weiß, er ist gut. Sind ihr ready für den letzten Level? Sag, hey, Sabrina, was kann denn kommen? Wir haben Gott Dank für das, was er gibt. Wir haben Gott Dank, auch wenn er nichts gibt. That's it. Mehr kann nicht geben, oder? Ich bin überrascht gewesen. Und das ist ein schwieriges Level. Und ganz ehrlich sein mit euch, das ist ein PhD-Level. Das ist eine Doktorarbeit schreiben. Das braucht Arbeit. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich selber in diesem Level bin. Ich habe selber dieses Level erlebt, wo Gott hat mir Essen gegeben, hat für mich versorgt, und habe ich Danke gesagt. Ich habe dieses Level erlebt, wo ich nichts kann, habe ich trotzdem Danke gesagt. Habe ich trotzdem gelobt und gepriesen. Und ab und zu bin ich auf dieser Level gegangen. Ja, aber kannst du nicht bitte? Ja, aber das fehlt mir. Und dann bin ich auf den Tisch geguckt und er sagt, Sabrina, du bist jetzt gewachsen. Du bist nicht mehr Kind. Geh auf den Erwachsenen-Tisch. Und ich sage, okay, ich gehe auf den Erwachsenen-Tisch. Danke, auch wenn du nicht gibst. Jetzt bin ich erwachsen, kann ich mit den Erwachsenen nicht zusammen essen. Aber dann, Paulus bringt uns in eine dritte Stage. Und das ist eine schwierige Stage. Sind ihr ready? Das ist eine Stage, oder das ist eine Stufe, wo er sagt, danket auch Gott für eure Schwierigkeiten. Danket ihn für eure Mühe.
auch wenn es euch schlecht geht, dankt ihm, dass es euch schlecht geht. Und ich erkläre, wieso. Und er sagt in 2. Korinther 2, 10, ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnissen ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Römer 5, 3-4. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. 2. Korinther 12, 10. Ich könnt euch eure Bibel mit mir öffnen. Okay, ihr könnt eure Handy vorne. Er sagt, ich habe das schon gelesen, sorry. Die erste ist 2. Korinther 12, 10, nicht 2, 10. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt gewesen. Wieso habe ich da 2, 10 geschrieben? 12, 10. Also, der Paulus sitzt im Gefängnis. Bei ihm gibt es keinen Tisch mehr. Die Arme ist im Gefässel. Er ist voll verbunden. Er hat kein Tischli. Er ist im Gefängnis. Isst seine Suppe, wo Gott weiß, was in dem hinein ist. Ich will nicht wissen. Hat er auch noch gegessen. Und dann sagt er, ich danke Gott. Ich danke ihm, wenn es mir nicht gut geht. Und er trinkt seine Suppe. Ich danke ihm, wenn ich im Gefängnis bin. Ich danke ihm, wenn ich bedrückt bin. Ich danke ihm, wenn ich leide. Ich danke für meine Leiden. Weißt du wieso? Weil ich weiß, dass Gott hat gute Pläne für mein Leben. Nicht Pläne, um mich zu zerstören, sondern um mich zu segnen. Weil ich weiß, mein Gott meint es gut mit mir. Weil ich weiß, er hat gute Wille. Nicht, weil ich mich selber stören oder ich habe mein Leben nicht gerne und ich genieße die Schmerzen und es macht mir Spaß. Nein, sondern weil ich weiß, dass Gott gut meint mit mir. Wir können mit Worship anfangen. Ich weiß, dass Gott mit mir gut ist. Und das ist ein PhD-Level. Ich glaube, niemand, also ich weiß, ich kenne zu wenig Leute, vielleicht meine Eltern, die in diesem Level sind. Die im Gefängnis stehen und sagen, im Gefängnis habe ich Jesus erlebt. Ich weiß, einmal hat mein Vater gesagt, ich habe es nicht genossen, es war nicht gut gewesen, er wird selber darüber predigen. Aber ich darf auch die Geschichten erzählen, ich liebe die Geschichten. Du verstehst sowieso nicht, was ich sage, Papi. Aber er hat mal gesagt, das Gefängnis war schlimm. Es war ein schlimmes Erlebnis. Aber er hat gesagt, ich will das nochmal erleben. Nur weil die ganze Zeit im Gefängnis habe ich Jesus gesehen. Die ganze Zeit im Gefängnis habe ich Jesus erlebt. Er war auf meiner Seite. Wir haben Sport gemacht miteinander. Wir haben gesungen miteinander. Wir haben gelacht miteinander. Wir haben gebrüllt miteinander. Wenn ich nicht mehr möge, hat er gesagt, Victor, hör auf. Wach auf. Wach's auf. Spiel PhD-Level. Du bist ein Arzt jetzt. Sei Dank. Du bist dankbar für das, was du hast. Das ist ein PhD-Level. Und du stehst da rein und sagst, hey, ich bin dankbar für diese Schmerzen. Nicht, weil die Schmerzen gut sind, nicht weil Schwierigkeiten gut sind, ich sage das nicht. Sondern weil ich weiß, Gott hat einen Plan in dem, was er mir gibt. Weil ich weiß, seine Pläne sind gut, auch wenn es weh tut. Ich bin dankbar, dass er mich lehren wird. Dass ich Geduld lernen, Hoffnung lernen, dass ich immer leben kann. Ich liebe mit Menschen zusammensitzen, mit Menschen reden, die haben Schwierigkeiten erlebt. Ich liebe es. Ich höre zu
Bei Menschen in der Kirche, die sagen, hey Dorina, wir haben das und das erlebt. Weil ich merke, die haben etwas anderes von Gott geschmeckt, gespürt. Wir sagen, Verfolgung oder auch Schwierigkeiten machen dich entweder bitter oder besser. Persecution makes you better or bitter. Bitter oder besser. Meine Hoffnung ist, dass wir besser rauskommen, nicht bitter. Und ich habe die Menschen gerne, die haben Tod erlebt, Finsternis erlebt und haben Gott in dem gesehen. Die haben eine andere Haltung, eine andere Dankbarkeit, eine andere Wertschätzung, ein anderes Verständnis von der Welt. Die haben eine andere Sicht, auch von sich selber, sind demütigt. Sind wirklich Menschen, die ich sage, hey, ich will stundenlang einfach zuhören. Die sind PhDs im Glauben. Die sind Menschen, die haben alles erlebt, all die 3 Stufen und sind zu einem Punkt gekommen und sagen, auch wenn ich nur das habe, kein Tisch, nichts. Und im Gefängnis bin oder in Schwierigkeiten bin, ich will Gott loben und preisen. Wo stehst du in deinem Leben? Mit was kämpfst du? Wir haben heute Abendmahl und wir werden im Lobpreis hineinsteigen. Und nachher werde ich noch beten. In dieser Zeit, bevor du Abendmahl nimmst, steh im Lobpreis. Erstens, fang mit der ersten Stufe an. Mit der ersten Stufe. Nur bei dir selber. Fang an, Gott loben und preisen und danke sagen für das, was du heute hast. Denk nicht auf das, was du nicht hast. Einfach danke für das und danke für das und danke für das, was auf deinen Kopf kommt, was auf dein Herz kommt. Auch wenn du daheim bist. Wenn du Abend machst, vorbereiten für dich, mach das mit. Mach mit deiner Familie mit. Nimm deine Abendmahl und dann komm auf die zweite Stufe. Und dann darfst du denken auf das, was du nicht hast. Auf das, was dir fehlt. Auf das, was du dir wünschst. Und dann sag aber danke trotzdem. Danke trotzdem. Und dann komm bei der dritten Stufe. Bei der dritten Stufe nimm Abendmahl. Bei dem Abendmahl sage du, mir ist schwierig. Mir geht es nicht gut. Mir ist nicht wohl. Ich habe Schwierigkeiten. Ich bin bitter. Ich bin im Schmerzen. Aber ich weiß, dass du gut meinst. Ich weiß, dass du gut bist. Und mit dieser Proklamation, mit dieser Verkündigung, dass er ist gut, dass er ist dein Herr und er meint es gut mit deinem Leben. Und er hat gute Gedanken für deine Zukunft. Und er will dich segnen und er hat dich lieb. Und das kannst du nie verstehen. Nie, bis du im Himmel bist, hoffentlich. Erst dann wirst du verstehen, wie fest hat er dich lieb. Wie fest wird er dich segnen. Dann nimm das Abendmahl. Kann man das miteinander machen? Danke, Jesus, dass du unser Herz berührst. Wir loben und preisen dich, wir lieben dich. Du bist gut. Du bist guter Vater, guter Schöpfer. Allmächtiger Gott, wir haben dich lieb. Danke für deine Gegenwart, danke für das, was du machst. Und wir öffnen unser Herz, unsere Gedanken, unsere Augen, unsere Ohren. Wir wollen dich für dich hören. Während die Lobpreiszeit, wir wollen dich loben und preisen, weil du gut bist. Dir gebührt alle Lob, Ehre, Preis. Amen. Fühlt euch frei. Ich sehe 3 verschiedene Stationen von der Abendmahl. Während der Lobpreis fühlt euch frei. Kommt und nehmt einfach Abendmahl und geht wieder zurück auf euren Platz. Ja, Jesus, danke für deine Liebe. Danke für deine Gnade. Danke, dass du auf dem Kreuz gegangen bist und von uns gestorben bist. Danke, dass du nach 3 Tagen auferstanden bist und heute auf der rechten Seite vom Vater stehst. Danke, dass du für uns viel bittest. Danke, dass du auch heute für uns kämpfst. Vater, wir können uns noch nicht vorstellen, wie groß, wie grenzenlos, wie unendlich deine Liebe, deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Vergebung ist. Wir können dich nur loben und preisen für alles, was du machst, für das, was du bist. Und jetzt segne ich euch und bitte ich, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft schenkt, sei mit euch im Namen Jesus. Amen. Amen. Wir singen noch das Segnenlied.
Hans, merci vielmals. Schönen Sonntag wünsche ich euch miteinander.